Explikationun vum Prokureur ass doch net die politische oder die perélech Menung vum Herr Oswald gangen, méi ganz einfach an d Rechtsprechung. Gerichter hun ich mal Pumol an aller Kloerheet verschéiert, dats wie gesot die Einfachheescherei seit 2008 net nicht strafbar ass. An so gëtt Poliautoritéit und Göster an der Jointemerei hat der Kommission enke ganz klar gesot, dats et fir sie och ge Bestandteil genannt ass. Wann ihr politisch nicht richtig findet oder Zitat Madame Polfer Gerichte Hai uniert bleiben, dann muss in den Code-Penalgesetz anhören. Madame Polfer an ihrer Funktion als Deputiert hat sie können so Proposen machen, ja jetzt auch Möglichkeiten so Proposen zu machen, wie sie zitiert den Code-Penal einfach selber zu interpretieren. Wenn Madame Polfer an einer Vitaskontrolle angehalten wird, dann hat der vier gefordert, jeweils sehr gefordert, gebe sie dann noch so schon eine andere Interpretation von Kotler Hut, geht einfach nicht mehr weh. Es kann immer mal ein Urteil, die soll so nicht zufrieden sein, kann ich so, das Urteil geht mal vielleicht zu weit oder geht mal nicht weit genug, mir weil ich sicher nicht kann machen, aus sich einfach drüber wegsetzen. Und das ist der Punkt, das ist die Kritik, für das mehr als zu feiern, Summe schon tun. Das ist der Punkt, den wir ganz stark kritisieren, weil drei eben Prinzipien vom Rechtsstaat auf Rückstand sind. Es gibt sich erwartet, dass Bürgerinnen und Bürger sich um Richter handeln, dass sie respektieren. Dann ist es evident, dass auch Politikerinnen und Politiker mal ein gutes Beispiel geben. Und nicht einfach, so wie Madame Polfer sieht, es gibt immer Spott für Interpretationen. Eine klare Rechtsprechung ganz offen an angenäiert nicht zu respektieren, als ein Recht angesehen für als Gerichter, das ein flagrante Mépris führende Justizautoritäten, das ein Respektlosigkeit, das ein Frechheit. An der gesagt, Justizminister hat keinen Handlungsbedarf, das wird sie schon ganz klar konfirmiert. Sie gesagt hat, kein Handlungsbedarf bei so flagranten Divergenzen, die man noch hier von den Hunden direkt aktiv zu gehen. Sie wird ganz klar gesagt, für sie als Lokalpriorität hier Aufgabe wäre, das Koalitionsprogramm umzusetzen. Der Punkt ist aber, was T-Shirt-Verbot betrifft, sind wir im Moment an einer Sackgasse. Und wer einfach gewünscht für den Herrn Gloden, Anschluss können viel zu wollen. Er hat nämlich einfach kein Gerichtsurteil vom Verwaltungsgericht aufwenden, der wisst, dass Stadt Lützeburg Mengendecision, die uns vom Überfüll vom Artikel 42 angepasst wird. Er hat einfach kein Gerichtsurteil aufwenden. Da hat man nämlich ein ganz klar Rechtssicherheit gehabt, am Platz des Hin, der Rolle vom Richter dafür gekauft wird, weil da ein bisschen mehr Bescheidenheit zugefrischt wird und nicht einfach langen Aktivismus. An dem Kontakt will man darauf hinweisen, dass man als Cellule Scientifique von der Chambre beauftragt hat, sich mit diesem Dossier auch einzusetzen, hauptsächlich zu prüfen, ob das Dispositionen nicht antikonstitutionell sind, respektive braucht das Reglement eine legale Basis, von der Regelung sind das nicht tun. Und dafür ist es doch wichtig, dass die Arbeitsstelle von der Cellule Scientifique von der Chambre in den Kontext können weitergeführt werden. Das Ganze ist eigentlich auf Männer zu verstehen, wenn ihr bedenkt, dass sowohl den Herrn Gloden wie Madame Polfer und auch Madame Marc dort studiert haben. Ja, wir kennen alle gut den Spruch, 3 Juristen, 4 Meinungen. Der Punkt ist aber, wenn ein Urteil rechtskräftig ist, dann ist es rechtskräftig. Und ich wiederhole, Gerichte haben halt franchiert, Gerichte haben gespart und sind noch nochmal ganz klar für Klarheit gesorgt. Justice kann just funktionieren, was respektiert wird, weil sonst haben wir ganz sicher keinen Rechtsstaat mehr. Aber genau das ist die Kritik, die wir auch heute zu feiern aufhören, weil für was so Verhalten von den Politikerinnen und Politikern so gefährlich, was sind Konsequenzen, die wir drunter stehen, wie abgedacht bei der Gesellschaft. Als Aktion überprüft die neue Regierung der Staat als Institutionen. Das ist die Aufgabe für einen ganz gefährlichen Prozess, speziell für die Kräfte und die Parteien, die echt um Lützeburg angesiedelt sind. Sie geben denen Wandern, die permanent als Institutionen, als Demokratie, als Rechtsprinzipien, als Gesellschaftsmodelle aufstellen. Das gibt Misstrauen an Gerichte, es gibt Misstrauen an die Regierung, es gibt Misstrauen an Politik. Aber wir müssen nicht wirklich weit über die Grenze von Lützeburg gucken wollen, für zu sehen, wie sehr eine ganz gefährliche Dynamik
so kann entfacht gehen und kann ausgelesen gehen. Auch wenn man der Polver und Herr Glote das sicherlich mal nicht beabsichtigt. Trotzdem ist das eine ganz gefährliche Dynamik, die hier entsteht und darüber wollen wir auch ganz klar hinweisen. Was wäre der properen politische Weg für hier aus der Sache aus? Entweder sie respektieren Gesetzgebung an seine Decision respektive Reglement weg oder sie legiferieren diese Schein auf legaler Basis. Das muss noch so eine Legalbasis, die ist für bewegt aufhaltbar sind, mit der gehört dazu, nein, das sind Prinzipien von einem Rechtsstaat, die als extrem wichtig sind und die müssen weiterhin respektieren. Abschließend will ich darauf hinweisen, und da kommen wir auch ganz klar zu einem Appell, den heutigen Sujet, die blickt schon Gesellschaft seit Wochen. Es wird seit Wochen wird polarisiert, es wird viel darüber diskutiert und ganz viele Meinungen kommen immer vor. Und dafür so man eigentlich ganz klar, es geht durch und wir freuen uns, wo ist die Premiere an der ganzen Geschichte. Wir verlangen, dass mittlerweile mit all dem, was durchschlägt, mit all dem, was bewusst ist, dass die Premiere endlich Stellung hält auf Fahrt bekannt. Die Vogelstrauß-Taktik vom Herrn Frieden, die funktioniert nicht, auf den allem akzeptiert und muss nicht weitergehen. Oder etwa steht die neue Lücke auch für ein neues Verständnis vom Rechtsstaat, als das vielleicht den neuen Umgang von der Regierung mit den Gerichten, mit für allem interessiert ist, was sind eigentlich die freien Justizminister Luc Frieden zu all dem, die man Taugheit hilft. Der Luc Frieden gesagt sich schon Jahre als Chef von der Regierung. Das wird hier schon ein paar Mal gesagt, auch am Wahlkampf wird nicht mehr darauf hingewiesen, dass er der Mann wäre, der mit der Faust auf den Tisch schlägt, war für uns also der Moment, für definitiv mit der Faust auf den Tisch zu schlagen. Dafür ganz klar Eisenappell, dass der Premier sich noch heim muss zu Wort nehmen. Der Premier muss mir endlich Stellung beziehen und ganz klar mit der Faust auf den Tisch springen. Voilà, man hat auf den Tisch und der wurde zusammenfassen. Ja, vielleicht nicht so an Mengen Habitüten, aber vielleicht auch nach paar Überlegungen von meiner Seite, die aber genau dieselbe Geschichte. Im Haus wie dem Hai, also ganz normal, dass man inhaltlich Diskussionen führen, dass man politische Debatten hilft von denen Debatten, und dass man auch andere Meinungen und das denke ich Menge ganz normal. Darum geht es heute definitiv nicht. Heute geht es Waren Preservieren von unseren Institutionen. Wir debattieren viel, aber werden das Ganze schon nach die nächste Mail übermachen über den Rechtsstaat. Der Rechtsstaat, den auch an die EU-Länder, noch an Länder, die nicht so weit von uns weg sind, auf Face getroffen wird, von den politischen Parteien, von Gruppierungen und auch von politischen Responsablen. Der Rechtsstaat aber das Fundament von unserer Demokratie ist. Ein Fundament von unserem friedlichen, geschützten Zusammenleben. Also etwas, was man extrem muss darüber aufpassen. Aber wir wollen nicht, dass so Situationen zu Lützburg geschehen. Wir wollen nicht, dass unser Rechtsstaat heute zu Lützburg mit festgetreten wird. Wir erwarten uns auch von der Regierung und auch von den Regierungsparteien, dass sie fundamentale Rechtsprinzipien an einer Demokratie, wie Gewaltentrennung, an Normen, also die Hierarchie von den Normen, dass sie die respektieren. Wo von Anfang an diesem Dossier gesagt, dass neben dem Faktor, dass den damit nicht mit Repression bekämpft, noch ein graves Problem, wo Verstoß geht, der Rechtsstaat gesehen. Am Resümee, es gibt keine legale Basis für ein Verbot von der einfachen Hescherei, es gibt keine Strafe ohne Gesetz für gesehen, es gibt keine Einschränkung von fundamentalen Freiheiten, zu denen die Hescherei gehört, ohne Gesetz für gesehen. Und es kann nicht ein Reglement holen, und so eine Polizei soll es nicht applizieren, wie das am Reglement draufsteht. Kann ich noch nicht ein Reglement holen, wissen, dass es noch nicht kann, umgesetzt wird von der Justiz und dann nur der Justiz die Schuld geben für die Inaktion. Die Politik kommt nur noch dabei, es steht eben als bürgermeister Schritt über den Gericht. Auch ein bürgermeister Schritt sich da zu halten, was die Gerichte im Land tranchiert tun. Wie von allem hat man schockiert die Aussage von einer Politikerin von einer demokratischen Partei, dass die Institutionen und darin auch Justiz responsabel wären, für rechtsextreme Tendenzen zu Lützburg aufkommen. Wir fördern rechtsextreme Tendenzen, indem man die Angst, die von rechtsextremen Parteien und öffentlichen Diskurs gezeigt gehen, weiter auffeiern und damit auch den Diskurs von rechtsextremen Parteien normalisieren.
nicht an dem Justice Gesetze so appliziert, wie sie auch gewollt oder ungewollt in diesem Haus gestimmt wird. Wir fördern Normalisierung von rechtsextremen Tendenzen, an denen wir Rechtsstaat sehen, in der Vorstellen, Meinungsfreiheit, der Vorstellen von Künstlern, von der Presse, von ONGs, und damit den Diskurs von rechtsextremen Parteien normalisieren. Hier haben wir die Situation, dass von der Präsidentin von der Polizegewerkschaft, der ihre Viergänger, das muss ich in der Woche erklären, also ich werde am Memo rufen, so eine Wichtigkeit an der Nähe von der CSV hat, dass sie den an ein Lösch geholt haben. Menschenrechtskommission, der Prokureur von Lützeburg, der Expert am Lützeburger Verfassungsrecht und Unisprof, der Kardinal, die wären andere Spezialisten, die politisch nicht gefirft sind, der Regierung so, dass wir die Domat, das Hundsweh, das illegal, das nicht umsetzbar, das verstößt gegen fundamental Rechtsprinzipien. Wir fordern die Regierung auf, die Position zu überdenken, an den demokratischen Spielraum heranzukommen, an dem sie der Dotter ergänzt möchte. Schon nach kurzem ein Interview mit dem Historiker Timothy Snyder zu der Causa Trump gelesen. Wir sehen hier, Demokratie als permanent angefroren. Demokratie als ein Zucht Ausnahmezustand, sie also uns nicht von Natur ausgehen. Die Institutionen sind nie stark genug. Sie können nicht mehr existieren, wenn wir uns leben. Wenn wir leben, das Gesetz nicht für den Trump gilt, dann passt das uns so. Rechtsstaatlichkeit funktioniert nicht für sich aus. Wenn wir sagen, dass diese Institutionen uns beschützen werden, da behandeln wir sie wie eine Zucht externe Kraft, die sie nicht sind. Es gibt keine Institutionen, die uns beschützen. Es gibt nicht mehr das, was wir allmählich machen, für uns Demokratie zu erhalten und zu schützen. Und in dem Sinn froh wir, dass der Premier auch als Ex-Justizminister ergreift an uns Institutionen, an dem man auch uns Demokratie schützt. Oder für es als Spruch zu sagen, dass dann als CEO von Lützburg, die von externen, unabhängigen Auditeuren so tritt, dass es gerade Gouvernance-Problem als eine Entreprise gibt, dass in denen nur gelauscht hat. Und zu denen responsablen Chef de Service, da seht, dass sie die Gouvernance-Probleme so schnellstmöglich behirven. Das heißt, dass sie nicht können, etwas gut heischen, was gegen uns Rechtsprinzipien verstößt und nicht umsetzbar ist. Und das ist auch klar, weil das wirklich etwas, was extrem perturbant, weil die da steht, 400 Justizautoritäten stellt, nicht zulässt, dass sie an der schlecht Licht gestalten, dass Decisionen vorgestaltet, die von den Gerichten, und das am Sinn von der Gewaltentrennung, die wir ja aber alle guten gängig mal notwendig haben. Für den Morgen möchte ich wissen, ob das operativ an der wurde schon macht das Umsetzung schwer ist. Wenn Menschen als Medizin aber leider Polizeibeamten, Beamtinnen und Terra, die müssen die Fantasien von blutender Pulver umsetzen. Ich hatte für gestern auch die Schwammbaussitzung gefroren, dann leider auf die du an den Weg gesagt, sodass es geheim ist. Und der Präsentation kann ich auch verstehen, wie das geheim soll bleiben, weil ganz viele Bürger, die draußen bedenken, dass wir hier im Kommissariat da müssen Leute aufzugehen, weil Leon Bloden eine Symbolpolitik an der Stadt will durchsetzen. Aber wir denken da besonders auch um die Beamten, die ja auch schon am Vorfeld kontaktiert haben, die gesagt haben, ihre Menschen nur was Misch trifft. Und nicht an den Kommissariat haut um Ding kommen, dann stehen da aufgezündet, ich muss am Staat Leute, die einfach nur für den Lebensinhalt zusammeln, und die nicht gezwungen, an den Staat an den Ding zu gehen, für denen das dann zu verbieten. Das ist ja von den kruzialen Punkten, an denen hat sich auch gestern herausgeschert, dass sind sowohl die Leute, die sich gut nicht zu Schuld kommen gelassen, die einfach nicht mit ihrem Becher da sitzen, oder Verdacht, wer es gegen meinen Becher da sitzen, dass auch die gesteuert gehen und auch die ihren Lebensinhalt nicht mehr können selber suchen. Und das ist ein Problem, den Polizekorps sicherlich auch nicht will mitdrohen. Der Polizekorps, den a priori mal an seiner Gemeinde, an seinem Bezirk folgt für Sicherheit zu sorgen, an
ihr kennt alle guten Meldungen an Ziffern, dass keine Überkapazität an keinem Kommissariat ist. Mit diesem Minister hat schon nur 2 Monate genug Kapazität von der Schatten dafür auch ein bisschen an einer gewissen Ironie gestern gratuliert, dass er an 2 Monaten all die Überstunden von den Beamten aufgeschafft hat, für das ein Loscher Kind ein Polizeikommissariat der Leute aufzählen, für Leute nur zu laufen, wo ein Becher auf einer Straße sind. Wir haben hier am Land keine anderen Probleme hätte, weil sie Polizeikorps müssen bewältigen. Und das ist ein großes Problem, und das hat die Gewerkschaft auch gesagt, an Miralier und als du was Gewerkschaft Bedenken hat für die Polizisten, die lo gebraucht, vielleicht jeweils missbraucht gehen von der Regierung, für die komische Ideologie, ich werde ganz immer mehr an eine Rietsideologie Berufrutscht, was du an den Reglementen umgesetzt hast, umzusetzen. Und das ist ein ganz bedenklicher Weg, wo die Regierung angeschlagen wird für Haut, den Leute, die schon keine Möglichkeiten haben, die Schicksalsschläge hatten, Beamten aufzuzählen, für denen not zu gehen. Und da geht es schon lange nicht mehr um die organisierte Tischerei, wie sie immer schön draußen sich wollen verkaufen. Nee, weil der Code Penal wird dadurch 4 Runden hier geht. Nee, es geht ihnen darum, dass sie hier das Stadtbild verschönern, dass sie die Leute aus dem Ahnen, aus dem Gedächtnis verschwannen, dass die Armut nicht mehr visibel ist. Und das ist ein Weg, wo das Land nicht abschlagen. Wir werden da sicherlich auch auf den Punkt kommen, wo die Polizeigewerkschaft, aber auch der Polizeikorps wird mehr stark Nein sagen. Also wir können nicht mehr hinter dem Minister stehen, von dem so entschieden wird. Merci. Ja, das ist schon ziemlich außergewöhnlich, was heute geschieht. 100 Welpenschutz für eine Regierung sind an der River an 4 Oppositionsparteien setzen sich zusammen an lauten der Alarmglocken auf dem allerhöchsten Niveau, mit denen Themen, wie mein Viergänger auch gesucht haben, es geht darum, Demokratie zu schützen, es geht darum, Demokratie weiter zu erkämpfen, es geht darum, als Institutionen zu schützen. Die 100 Welpenschutz, so wie ich das immer verstanden habe, wenn Geduld für eine neue Regierung, die auf Platz ist, sich mal ein Bild kann machen von der Situation, sich kann gucken, sich Gedanken machen, wie an den Administrationen die Projekte, die sie noch vorbringen, könnten realisiert gehen. Das Projekt von einem Battle-Verbot war an keinem Koalitionsakkord. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht gesehen und schon noch nicht an den Wahlprogrammen können entdecken. Das ist aber genau das, was am Tag 25 nur der Vereinigung von der Regierung den Innenminister gewählt hat. Da kann ich so ein Minister keinen Fehler machen. Das ist durchaus möglich und legitim. Mit dem Minister ist ganz sehr darauf aufmerksam gemacht, dass das heute ein ganz grave Fehler ist, weil die Rechtsprechung klar ist. Es ging Gerichtsurteile an letzter Instanz, die Richter und tranchiert, Mendicité simple als zu Lützeburg nicht verboten, als nicht am Code Penal, und also wird es auch keine gesetzliche Basis für ein Reglement zu machen. Daraufhin setzt der Minister, den Teil von der Exekutive ist, sich aber erwäscht. Das heißt, wir haben nur 25 Stich am Fond eine institutionelle Krise, die von Tag zu Tag Menschen geht, wie die Minister und die Regierung nicht allein nicht gesagt, dass sie am Fond einen Fehler gemacht wird, an Institutionen gegen den ausspielt. Das Sujet, von dem es geht, das Bekämpfung von radikal Armen, von radikal prekären Leuten, die nicht Möglichkeiten und Moyen haben, sich zu wehren. Sie sollen aus dem Stadtbild verschwinden, aus großen Dealern vom Stadtbild. Sie sollen invisibel gemacht gehen, unsichtbar gemacht gehen. Sie sollen auf eine bestimmte Art und Weise also verschwinden. Das ist von einer extremer Violenz. Und auch gerade du winkst, wird die Nationale Menschenrechtskommission ganz sehr einen tranchanten Avis geschrieben, dass das kein Fall geht. Das heißt, die Verbindung
von soziale Rechte, die mat face getrippelt gehen, von der Regierung verbunden mit einer Attack auf Rechtsstaatlichkeit geht, nämlich die Ignorieren von Gerichtsurteilen als ein Amalgam, die ganz gefährlich an einer Gesellschaft ist, den man gesehen an Rätseln Gesellschaften, die man gesehen an Ungarn, wie es stattfindet, wo mehr als 4 Oppositionsparteien zusammenkommen, wenn wir wirklich das verbannen, wenn wir die Überzeugung sehen, dass der Rechtsstaat und Demokratie nicht nur etwas ist, was als Wert aus sich zu schützen ist, sondern das zu schützen, weil Demokratie und der Rechtsstaat auch gleich schützt. Das darf nicht mit Face getrippelt werden. Die Regierung darf nicht nur weiterführen, wo sie kurz vor den Neuwahlen 2013 abgehalten wird, nämlich mit einer institutionellen Krise. Sie muss daraus lernen. Und die letzten 10 Jahre dürfen nicht einfach just ein Klammer gewirrscht sein an der Geschichte, sondern wir müssen weiterführen für die Prinzipien, die als Gesellschaft ausmachen, hoch zu halten und zu verteidigen. Merci.